Wie angekündigt und wie ihr seht, dürfen wir heute mit einer neuen Geschichte starten. Und ich darf den Teil machen, wo ich den Hintergrund erzähle, was da alles passiert ist, bis wir bei dem Brunnen angelangt. Und zwar müssen wir weit zurückgehen. Der König Salomon ist gerade gestorben und Israel hat sich in zwei Teile geteilt. Und zwar ins Nordreich, das ist das Königreich Israel gewesen, und ins Südreich, das ist das Königreich Juda gewesen, wo die Hauptstadt Jerusalem hatte. Nach etwa 400 Jahre später, nämlich 597 vor Christus, ist das babylonische Reich immer grösser geworden unter der Führung vom König Nebukadnezar II. Er hat Reich oder Königreich und Königreich eingenommen und hat das Nordreich eingenommen, also Israel, und hat sich auch ans Südreich gewagt, nämlich an Juda, beziehungsweise hat Jerusalem angegriffen. Und der damalige König, der Joachim, der hat die Stadt verteidigt, ist dabei aber ums Leben gekommen und sein Sohn hat das Königreich neu übernommen. Es hat dann nochmal 2 Angriffe gegeben auf Jerusalem, bevor alle mächtigen Menschen von Juda und von Jerusalem und auch alle führenden Geschäftsleute ins Exil gebracht worden sind nach Babylon. Dort waren es dann mehrere Jahre, mehrere Jahrzehnte, bevor sie aus dem Exil zurückkommen konnten. Und bei dieser Rückkehr, 538 vor Christus, sind nur einige Juden zurückgegangen. Es sind noch nicht alle zurückgegangen. Und dann, nochmal ein paar Jahre später, dort war dann der König Zerubabel dran. Zerubabel bedeutet Spross Babel, weil er in dieser Exilzeit in Babylon auf die Welt gekommen ist. Er hat gefunden, hey, wir müssen die Stadtmauern wieder aufbauen und vor allem müssen wir auch den Tempel aufbauen. Der ist nämlich zerstört worden beim 3. Angriff vom babylonischen Heer. Jetzt war er so allein gewesen, aber Gott hat noch so 2 Propheten geredet. Und vielleicht kennt ihr den Esra oder den Nehemia. Die haben nämlich auch Gottes Stimme gehört und Gott hat gesagt, du musst den Tempel wieder aufbauen. Und sie sind zusammen hin und haben den Bau angefangen zu organisieren. Und das hat so 520 vor Christus bis 515 vor Christus, also 5 Jahre ist das gegangen, wo sie die ganzen Mauern um Jerusalem wieder aufgebaut haben, ihre Häuser und vor allem auch den Tempel. Die Nachbarländer, zu Jesus Zeit dann auch Samarien, die wollten mithelfen, weil ganz früher beim Salomon sind ja das noch ein Reich gewesen, ein Israel. Aber der König hat dann entschieden, nein, wir wollen eure Hilfe nicht haben. Wir wollen gar nichts mit euch zu tun haben, wir machen das allein. Und gleichzeitig ist der Esra beim Tempel oder bei den Trümmern von dem Tempel auf den Knien und hat Gott geklagt, wieso das ihnen so schlecht geht und ja, was eigentlich los ist. Und Gott hat ihn daran erinnert, dass sie Mischehen eingegangen sind. Halt in dieser Zeit von Babylon, das sind nicht nur die aus Juda dort gewesen, sondern die aus den anderen Völkern rundherum auch. Und es hat viele Mischehen gegeben und auch Kinder daraus natürlich. Und wir lesen da im Esra 10, während Esra vor dem Tempelhaus auf den Knien lag, unter Tränen zu Gott betete und die Schuld des Volkes bekannte, versammelten sich bei ihm eine große Gemeinde von Männern, Frauen und Kindern aus Israel. Sie alle weinten sehr. Halt einfach, weil sie gewusst haben, was für eine Schuld sie auf sich geladen haben. Und ein Leiter hat dann gemeint, wir müssen jetzt mit unserem Gott einen Bund schließen und uns verpflichten, alle fremden Frauen und ihre Kinder wegzuschicken. So hast du, Esra, es uns geraten und alle, die das Gebot unseres Gottes ernst nehmen, haben es befürwortet. Dem Gesetz Gottes muss Geltung verschafft werden. Man kann nachher im Esra 10 lesen, da gibt es eine ganze Namensliste von Ehemännern, die ihre Frauen und Kinder verlassen haben. Und ich finde das mega krass, dass sie sich einfach so getrennt haben. Und die haben wirklich müssen gehen, die haben Jerusalem müssen verlassen und die Juda müssen verlassen. Und die Männer sind eigentlich zurückgeblieben. Aber die Heer oder die Völker rundherum, vor allem dort, wo später Samarien war, die haben das nicht verstanden. Die sind hässig geworden gegenüber den Juden, wieso dass sie so ein Verhalten zeigen können. Der Hass ist von den Samaritern gekommen, beziehungsweise von diesen Völkern rundherum, aber auch die Juden
haben mega eine Ablehnung gegen die anderen Völker entwickeln. Und jetzt gehen wir genau in die Zeit hinein. Das ist Jahre später, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und der Hass und die Ablehnung, die ist immer noch vorhanden. Wenn ihr da mehr dazu lesen wollt, könnt ihr Esra und Nehemia lesen. Dort wird alles geschrieben, wie der Tempelbau vergangen ist oder die Tempelmauern, die Stadtmauern haben müssen gemacht werden. Ist mega spannend. Jetzt sind wir im Reich im Judäa und Galiläa und dazwischen haben wir Samarien. Und Jesus befindet sich mit seinen Jüngern gerade in Jerusalem. Und ja, der kürzeste Weg von ihrem Ziel, wo da oben als der nächste bekannte Ort Kana war, sind die Juden, die sind immer da aussen durchgereist, östlich vom Jordan, das ist der Jordan, dass sie ja nicht durch Samarien haben müssen laufen. Jesus aber sagt, nein, wir gehen den direkten Weg, wir gehen nach Sichar, dort machen wir dann eine Pause und dann laufen wir weiter nach Galiläa und eben der nächste bekannte Ort war Kana. Wir wissen nicht, ob es vielleicht noch an See Genezareth gegangen sind, auf Kapernaum oder wo auch immer. Dann hätten sie nochmal eine Strecke machen müssen. Die Strecke war etwa 70 Kilometer und dann da drauf war nochmal etwa 70 Kilometer. Also die sind einige Tage unterwegs gewesen. Und Jesus hat eben entschieden, nein, wir gehen geradeaus. Und in Sichar hat es einen Brunnen gehabt und dort hat Jesus sich niedergelassen. Wie wir da auch einen Brunnen haben, hat er sich dort erschöpft hergesessen und seine Jünger mussten in die Stadt etwas Essen organisieren. Und das war so am Mittag und am Mittag ist es mega heiß in Israel. Ich bin auch schon dort und am Mittag willst du nicht draussen sein. Dann ist es etwa 40 Grad und wenn es Windel ist, dann ist es mega heiß. Darum bleibst du lieber drinnen. Aber Jesus sitzt dort und eine Frau kommt. Und die Frauen dann zumal, die sind nicht gekommen, wenn es am heißesten war. Die sind am Morgen früh gekommen, wenn die Luft klar war und die Hitze noch nicht da war und es schön kühl war. Weil die sind meistens eine Strecke aus der Stadt gelaufen, haben oft schwere Krüge dabei gehabt, wo sie nachher am Brunnen haben müssen füllen, wo sie haben müssen Wasser rausschöpfen und die auch wieder zurücktragen. Und Jesus fragt die Frau, ob er einen Schluck Wasser haben darf. Und die Frau antwortet, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin. Wie kannst du mich um etwas bitten? Und Jesus sagte weiter, wenn du wüsstest, was Gott den Menschen schenken will. Ich bitte dich jetzt ein bisschen um Wasser, aber ich kann dir auch Wasser geben, wo ein lebendiges Wasser ist. Wir lesen jetzt übrigens im Johannes 4, das habe ich noch nicht gesagt, falls jemand die Bibel mit aufschlagen will. Wir sind dort in dieser Geschichte. Und die Frau versteht nichts mehr. Also ich würde auch Bahnhof verstehen, wenn da einer kommt, ich gebe dir lebendiges Wasser und der mich fragt, obwohl Juden und Samariter nicht miteinander geredet haben. Also ich wäre auch völlig überfordert. Und sie fragt dann auch, ja, wo ist denn überhaupt dein Kübel? Du brauchst doch einen Kübel, dass du da Wasser rausnehmen kannst. Und der Brunnen, der ist vom Jakob gebaut worden. Das war dann der tiefste Brunnen. Also wirklich vom Jakob, der war dort einmal mit seiner ganzen Herde. Und sie sagt dann auch wieder, ja, schätzest du dich höher ein als der Jakob? Und Jesus antwortet in Johannes 4,15, wer dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben weiter sprudelt. Die logische Antwort von dieser Frau ist, ja cool, das Wasser will ich auch. Da muss ich nie mehr aus der Stadt raus, muss nie mehr den schweren Krug transportieren, muss nie mehr da das Zeug rausholen und vor allem muss ich die anderen Frauen auch nie mehr sehen und Angst haben, ich begegne denen. Und Jesus, hört die Antwort, dann muss ich nie mehr da hinkommen.
Und er fragt sie einfach gerade nochmal, er fordert sie gerade nochmal aus und sagt, ja komm, gang deinen Magen holen. Gang zurück in die Stadt und hol den. Und sie ist ehrlich zu ihm. Sie sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, das stimmt. Du bist 5-mal verheiratet gewesen und mit dem Mann, wo du jetzt zusammenlebst, das ist nicht dein Ehemann. Und dann fängt die Frau an zu realisieren, da ist einer, der prophezeit. Der weiss Sachen über mich, die vielleicht die von der Stadt wissen, aber er ist ein Fremder da. Und die Frau erzählt von ihren Vorfahren, die beim Berg Garizim Opfer für Gott gebracht haben. Und der Berg, der ist gerade da bei Sichar. Das war ihr Berg, weil das früher alles Israel war, haben sie einen anderen Ort gesucht, wo sie Gott Opfer bringen können, weil sie keinen Weg mehr hatten, auf Jerusalem zu gehen, weil es ihnen verboten war, dort hinzugehen. Und Jesus sagt dann darauf, das stimmt, ihr kennt Gott eigentlich nicht. Die Juden kennen ihn. Aber es wird einer kommen, der wird mit dem Heiligen Geist kommen und wo alle wird befähigen, dass sie Gott anbeten können. Nicht nur in Jerusalem, beim Tempel, sondern überall. Und sie sagt dann auch, ja, ich glaube schon daran, dass ein Messias wird kommen. Ich weiss, da kommt einer, der Rettung bringt. Aber eigentlich warte ich immer noch auf den. Und Jesus sagt dann, Johannes 4,26, er spricht mit dir. Ich bin es. Und ich finde das so krass. Wie muss die Atmosphäre dort gewesen sein? Wenn Jesus etwas über dich prophezeit und du fängst an zu erkennen, das ist er. Und er sagt es mit Wort, ich bin's, ich bin der Messias. Die Jünger sind dann zurückgekommen und die Frau ist in die Stadt gegangen. Also sie haben noch gesehen, dass sie miteinander geredet haben aber keine Fragen gestellt. Die haben wahrscheinlich gedacht, was macht echt Jesus wieder? Redet auch mit der Samariterin, obwohl man das nicht darf. Sie sind das vielleicht gewöhnt gewesen, weil sie fragen ihn einfach, hast du Hunger? Und die Frau ist mittlerweile in die Stadt gegangen, um zu erzählen, dass der Messias gekommen ist. Hey, danke vielmals, Tabitha, für die Ausführung, für das Erzählen von dieser Geschichte. Und ich finde es schon spannend, dass die Geschichte so viele Jahre zurückgeht, dass schon so viele Jahre früher das Ganze angefangen hat und 500 Jahre später lesen wir von so einer, von zwei Menschen, die so miteinander reden und wo crazy ist, dass die zwei miteinander reden, weil man das normalerweise damals nicht gemacht hat. Und ich finde das so crazy, dass Jesus mit so einer einfachen Frau redet. Mit so einer Frau, die wahrscheinlich im Dorf nicht mega dazugehört hat, weil sonst wäre sie nicht am Mittag Wasser holen. Mit einer einfachen Frau, die vielleicht nicht so viel zu geben hat. Sie hat Wasser zu geben, aber sonst nicht so viel. Und er ist mit ihr angesessen. Und ich finde es so schön, dass wir als Christen haben das wie in unserer DNA, dass wir berufen sind, zum anderen Menschen zu helfen, zum Einstehen für andere Menschen. Und wir sehen das auf der ganzen Welt, dass Christen Werke ins Leben führen, ins Leben rufen, wo anderen Menschen hilft. Dass Christen aufstehen für Armut, dass Christen aufstehen für Leute, die es brauchen. Und jemand, den ich kenne, der das da im Zwenis macht, ist die Mira. Du hast mega gerne gerade raufgekommen. Gerne ihr doch einen Applaus. Ja, Mira, du tust mega gerne praktisch helfen. Wie bist du auf das gekommen? Ist es angestellt? Ja. Genau, das hat alles angefangen. Wir waren die letzten 2 Jahre mit welchen vom 20s im Ausland mit dem AVC und haben da mitgeholfen. Und da war eben ganz viel praktische Hilfe. Und das hat mich eben mega bereichert und es hat total Spaß gemacht. Man hat gesehen, was das mit den Menschen gemacht hat. Es waren eben auch, es waren arme Menschen, die nicht viel hatten oder eben auch mega dankbar waren, dass man
sie auch ernst nimmt oder Unterstützung gibt. Und das hat eben mich mega berührt und ich habe gedacht, sowas möchte ich auch gerne mehr machen, nicht nur eine Woche im Jahr. Und deswegen finde ich es mega cool, dass es im ICF eben auch Social Care gibt. Genau, es gibt so einen Bereich, der heißt Social Care, wo wir da im ICF haben und du bist auf das gekommen. Genau, ich habe einfach mal nachgefragt, was es so im Social-Bereich generell gibt und da gibt es eben das Social Care. Das ist quasi wie eine Schnittstelle, wo Hilfe und Ressourcen miteinander oder Bedürfnisse und Ressourcen miteinander verbunden werden können, wo Menschen, die Hilfe brauchen, in ganz vielen verschiedenen Bereichen, also bei der Jobsuche, in den Finanzen, bei sonstiger praktischer Hilfe für Umzüge oder sowas zum Beispiel, die können sich eben da melden und es können sich auch immer Menschen melden, die gerne mehr unterstützen möchten oder generell helfen möchten, aber nicht wissen wie. Genau, die können sich beim Social Care melden und es wird dann quasi verknüpft. Mega cool. Und du bist ja jetzt besonders da in dem Food Bags Projekt involviert, wo wir ja heute auch schon Essen sammeln dafür. Wie bist du denn auf das gekommen? Das wurde mir einfach vorgeschlagen. Ich finde, es ist eine mega coole Sache, weil es eben direkte praktische Hilfe ist. Man sieht direkt, wo es ankommt. Es ist keine große Überwindung oder man muss nicht viel dafür machen oder viel wissen, sondern kann einfach eine Kleinigkeit mitbringen. Also Lebensmittel, haltbare Lebensmittel, kann jeder von euch mitbringen, jeden dritten Freitag im Monat. Und da machen wir dann Food Bags, dass wir die verschiedenen Lebensmittel in Bags packen und die können sich dann die Leute, die gerne einen haben möchten oder einen brauchen, bei uns dann abholen. Und ich finde eben so cool, dass es so ein kurzer Weg ist. Also dass es keine lange Diskussion noch gibt oder so oder viel, was man beachten muss, sondern es ist ganz einfach, da kann jeder mitmachen und es kommt direkt an. So cool. Danke vielmals, Mira, fürs Gerne. Ausführen. Ja, jetzt haben wir gehört davon, wie es kann so Freude machen, anderen Menschen zu helfen. Und ich glaube, es ist in uns wie auch reingelegt worden. Und mega cool, dass wir da in dieser Kirche auch die Möglichkeit haben, um das zu machen. Und auf der anderen Seite erzählt aber die Geschichte auch etwas Krasses darüber, wie das ist, wenn man sich selber helfen lässt. Und über das werden wir jetzt gerade noch mehr hören. Genau, wir müssen nochmal zurückgehen, und zwar zum König Zerubabel, weil er hat ja mit dem Prophet Elia, mit dem Prophet Esra und Nehemia, hat er ja eben die Hilfe der Samariter abgelehnt. Und das tragen sie ihnen immer noch nach. Und Jesus macht das eigentlich mega spannend. Jetzt müsstest du eigentlich ein bisschen wegrutschen. Sorry, ich bin ein bisschen im Weg. 1,50 Meter Abstand. Das habe ich irgendwie nicht bedacht. Und zwar macht Jesus die Brücke, indem er als Jude, wo früher die Juden die Hilfe abgelehnt haben, tut er um Hilfe bitten. Und er schafft eigentlich von den Juden zu den Samaritern mega eine Brücke. Ich muss da schauen. Da ist das Brückli. Und das wiederum ist nicht nur einfach so ein kleiner Hilfeakt oder so eine kleine Frage. Das hat so grosse Auswirkungen gehabt, weil die Frau hat wieder Anerkennung bekommen. Sie hat Würde bekommen. Sie hat sich angenommen gefühlt und Identität bekommen, trotz ihrer Herkunft und ihren Vorfahren und was da alles gelaufen ist in dieser Geschichte. Und Jesus hat ihre tiefe Sehnsucht gesehen. Er hat die Sehnsucht gesehen nach Wahrheit, die sie hatte. Die Sehnsucht nach dem Messias, wo sie auch darauf gewartet hat, dass der kommt. Und sie war offen gewesen. Sie hat gehört. Er konnte erklären. Sie konnte hören und er hat sich ihr zu erkennen gegeben. Ich finde das so etwas Spannendes, dass Jesus das
Helfen von dieser Frau braucht, um ihre Würde zu geben. Und auch, dass in der Vergangenheit ja schon zwischen diesen zwei Völkern, dass die Hilfe der Samariter nicht anerkannt worden ist. Dass das schlussendlich das war eigentlich, wo einen Streit ausgelöst hat. Wie krass ist es, ich meine, ich finde das so crazy, wie krass ist es, dass Hilfe annehmen verbindet. Dass Hilfe annehmen etwas Demütiges kann sein. Und ich weiss, also ich habe auch schon gehört, so in Häusern, wenn du dich gut verstehen mit den Nachbarn willst, dass sie dich mögen, du musst unbedingt um Salz oder so fragen, weil dann haben sie dich gern. Das ist doch irgendwie, wirkt doch irgendwie sympathisch, aber irgendwie ist das, glaube ich, nicht mega in unseren Köpfen oder eben bei mir nicht, dass Hilfe annehmen einer anderen Person Würde kann verleihen. Gerade in einer Leistungsgesellschaft, wo ist, hey, Hauptsache du tust den anderen etwas gut, dann kommst du gut an, dann ist es super. Und es kann aber so oft so eine Connection entstehen, wenn du dir einfach helfen lässt. Und ich glaube, dass helfen lassen so liebevoll kann sein und einfach eben so demütig. Und dass, wenn wir prahlen mit all dem, was wir zu geben haben, gar nicht unbedingt immer geholfen ist. Kann mega sein, aber nicht immer. Und im 1. Korinther 13, Vers 2-3, ich nehme an, dass du, oder vielleicht hast du die Vers auch schon gehört, aber ich habe sie wie noch ein bisschen in einem anderen Setting drin gelesen. Dort steht: Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe, sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. So krass, nicht? Also wenn Jesus an den Brunnen gekommen wäre und hat gesagt, hey, übrigens, ich habe die ganze Wahrheit und da hast du die Wahrheit. Und er hat sie aber nicht gern gehabt, hat sie nicht geliebt, dann wäre es einfach nichts gewesen von Gott. Dann wäre es einfach nichts gewesen. Und er ist angekommen und hat um Hilfe gebeten. Und er hat die Frau damit so wertgeschätzt und hat ihr so viel Liebe damit gegeben. Und ich habe mir überlegt in meinem Leben, wo dürfte ich mir ein bisschen mehr helfen lassen? Wo würde ich andere Menschen ehren, indem ich mir helfen lasse? Und ich habe gemerkt, dass bei mir etwas ein grosser Teil ist, wo mich mir mehr helfen lassen, ist im Gespräch mit Leuten, die Jesus nicht kennen. Dass wenn ich im Gespräch bin mit Leuten, die Jesus nicht kennen, dass ich nicht so bin, eben so, übrigens, ich habe alle Erkenntnisse und ich erzähle es dir jetzt, sondern dass ich so, das kommt übrigens auch nicht mega gut an, weißt du was? Also ich habe jetzt hoffentlich nicht mega viel austestet, aber vielleicht früher nochmal, whatever, ja, jedenfalls. Ich glaube, ja, das kommt nicht mega gut an. Und ich finde es so etwas Schönes, wenn man durch die Welt gehen kann und wenn man mit Leuten redet, auch wenn ich ihnen so viel zu geben habe, kann ich immer noch davon ausgehen, dass sie mir auch etwas geben können. Dass sie auch etwas haben, wo ich mir helfen kann, wo ich mir ins Leben reden kann. Und dass ich nicht so bin, hey, übrigens, ich weiss alles, sondern hey, ich lasse mich auf die Person ein. Was ist das für eine Person? Was kann ich von dieser Person lernen? Und ich glaube auch, dass wir oft oder ich habe wie so gemerkt im Gespräch mit Menschen, dass in dieser Gesellschaft, in der wir im Moment leben, ist es nicht so mega populär, dass man Menschen als sündiges Wesen quasi betrachtet. Sondern es ist eher populär zum Glauben, dass Menschen von sich aus grundsätzlich gut sind. Und unser Glaube widerspricht dem ja grundsätzlich. Also wir glauben, dass wir Sünder sind und wir glauben, dass wir Jesus brauchen, der in uns redet, dass wir seine Gnade brauchen. Und ich habe wie gemerkt, dass etwas, was Jesus mega nicht macht bei dieser Frau am Brunnen, ist zum zuerst mal müssen das
ein Schuldbewusstsein zu erzwingen in jemandem, um dann mit der Gnade zu kommen. Und ich habe gemerkt, dass ich manchmal, liegt mir das wie so ein bisschen auf der Zunge, was oft voll nicht cool ist, um zuerst irgendwie Schuldbewusstsein zu erzwingen, damit nachher ich kommen mit der Gnade. Und er ist überhaupt nicht so, er fängt überhaupt nicht mit dem an, er ist einfach mega liebevoll und mega einfach überhaupt nicht verurteilen. Und ich finde das so krass. Ich glaube, dass wir mega wichtig sind für die Welt. Ich glaube, dass wir das Licht sind. Das steht auch in Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Hey, ich glaube mega fest, dass es voll wichtig ist, um anderen Menschen von unserem Glauben zu erzählen. Und ich glaube aber auch, dass wir mehr lernen dürfen, wie wir uns in dem Innen vom Heiligen Geist leiten lassen. Wo ist es vielleicht dran, zum sich zuerst mal von einer Person einfach helfen zu lassen? Wo ist es dran, um einen prophetischen Eindruck weiterzugeben? Ich habe voll oft das Gefühl, dass wir in der Kirche mega voll gut sind in dem, um noch irgendeine Erkenntnis weiterzugeben oder ein Kompliment weiterzugeben. Und wenn wir nachher rausgehen, ist es wie so, es ist eine andere Kultur, also muss ich mich anpassen. Anstatt, dass wir in die Welt hineingehen und das mitnehmen. Und ich wünsche mir mega fest, dass wir das machen. Und ich glaube auch, dass wir in einer Zeit sind, wo die Leute sich so sehr nach Erkenntnis sehnen. Wo wir auf eine demütige Art dürfen Erkenntnis weitergeben. Ich finde die Geschichte so spannend vom Josef. Ich möchte ganz kurz noch sie streifen, darfst du mega gerne selber nachlesen. Also das ist eine längere Geschichte vom Josef, aber im 1. Mose 41 geht es darum, dass der Pharao einen Traum hat. Und der Josef kommt und erklärt sie ihm. Und ich nehme an, dass der Pharao mehr als einen Traum hatte. Also ich nehme an, dass ihr auch öfters mal einen Traum kennt, vielleicht nicht alle von euch, aber viele. Aber eines Morgens ist der Pharao aufgewachsen. Im 1. Mose 41, Vers 8 steht: Am nächsten Morgen war der Pharao so beunruhigt über die Bedeutung der Träume. Ich glaube, dass es im Moment so viele Leute gibt, die merken, dass sie etwas nicht wissen. Weil der Pharao ist am Tag zuvor ist er so gewesen, alles easy. Und dann ist er aufgewacht und hat wirklich gemerkt, dass er etwas nicht weiß. Er hat auf einmal gewusst, dass er die Bedeutung von dem Traum nicht weiß. Und ich glaube, dass im Moment eine Zeit ist, wo mega viele Leute auf einmal wie so aufwachen und beunruhigt sind und merken, dass sie etwas nicht wissen. Und wie geil wäre das, wenn wir in die Welt gehen und nicht überheblich, nicht sagen, hey, da hast du Erkenntnis, sondern wenn wir kommen und sagen, hey, ich lasse mich von dir helfen, ich sitze mit dir an, ich liebe dich und ich kann wissen, wo du suchst. Die Frau hat das Wissen gesucht. Ich glaube, es gibt so viele Leute im Moment, die Wissen suchen. Und Tabitha hat uns da auch noch etwas dazu. Wir haben bei den Jüngern aufgehört, die gefragt haben, ob Jesus Hunger hat. Und Jesus hat da auch ganz eine spannende Antwort, weil ich glaube, die Jünger haben auch noch nicht die ganze Erkenntnis gehabt. Und wir lesen im Johannes 4,34, antwortet nämlich Jesus auf die Frage, ob er jetzt Hunger hat, ob er essen will. Meine Nahrung ist, dass ich dem gehorche, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Ihr denkt, wie es im Sprichwort heißt, zwischen Saat und Ernte liegen 4 Monate, aber ich sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Korn ist schon reif für die Ernte. Denn ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht.
Ihr braucht nur, ihre Arbeit weiterzuführen. Jesus zeigt ihnen da ein Bild von dieser Frau, von ganz Sichar. Sie sind nachher noch 2 Tage in Sichar geblieben und haben das Evangelium oder die gute Botschaft erzählt. Und die Leute sind hungrig gewesen. Die haben das hören. Und heute ist es genauso. Wir haben so viele Leute, die einsam sind, die rastlos sind, die hilflos sind. Und wir dürfen einfach rausgehen. Vielleicht hat es Leute gegeben, die vorher schon in die Leben hineingeredet haben, die mit denen die Hilfe angeboten haben oder sie um Hilfe gebeten haben, die Beziehung dargestellt haben. Bei mir in der Familie ist es auch, irgendjemand bei meiner Großmami im Umfeld hat ihr von Jesus erzählt. Und sie hat es meiner Mami weitergeben, meine Eltern haben es mir weitergeben. Und genau so ist es, können wir rausgehen und können wir die Ernte anfangen erkennen. Und ja, dann möchte ich dich herausfordern. Lass uns aufmerksam sein.